ich habe tatsächlich letztes Jahr das Schwimmen nochmal neu gelernt, also Kraulen, weil ja, ich das irgendwie morgens gerne so mache, um den Tag zu starten. Und ich glaube, was mich daran überrascht hat, ist nochmal selbst zu lernen, wie man eigentlich lernt. Also so dieses einfach ins Wasser springen, dann aber auch irgendwie jemanden haben, mit dem man das zusammen macht, jemand, der einem Tipps geben kann. Ich glaube, also das ist ja eine der großen Veränderungen ist. Wir haben ein Bildungssystem, was immer versucht hat, Menschen passend zu machen für eine Zukunft. Aber das stammt halt aus einer Zeit, in der diese Zukunft sich vielleicht weniger langsam verändert hat. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo auf einmal eben junge Menschen vielleicht 7, 8 unterschiedliche Berufe mal in ihrer beruflichen Laufbahn haben. Und wenn man jetzt junge Menschen darauf vorbereiten will, dann müssen wir Menschen darin besser machen, Berufe zu wechseln. Und das bedeutet, bestimmte Kompetenzen zu trainieren, die bleiben. Also Dinge wie löse ich Probleme, wie schaffe ich es, kreative neue Ideen zu entwickeln, wie arbeite ich mit anderen zusammen, was mache ich, wenn Plan A, Plan B nicht funktioniert, wie finde ich dann zu einem Plan C, wie organisiere ich mich selbst, wie führe ich mich selbst, wie schaffe ich es, dass ich mit einer guten Energie irgendwie einen Arbeitstag starte. Und das sind, glaube ich, Dinge, die jetzt immer wichtiger werden und auch ein Stück weit eine bessere Balance finden müssen in unserer Bildung mit dem Fachwissen, weil diese eben übertragbar sind und vieles Fachwissen eben Teilen dann nicht mehr sein wird. Ich glaube, es wird schon nah an dem liegen, was wir heute haben. Also weil eben dieses Learning by Doing aus meiner Sicht auch das Lernen der Zukunft ist. Wir werden in einer Arbeitswelt uns bewegen, in der Jobs sich so schnell verändern, dass jeder gefühlt neue Arbeitstag ein Ausbildungstag sein wird, weil wir auf einmal mit neuen Tools lernen müssen, umzugehen, mit neuen Kollegen in Teams sein werden und an Projekten und Fragestellungen arbeiten, für die es noch vielleicht gar keine Antworten gibt auf der nächsten Seite im Buch. Also das heißt, eben dieses Ausprobieren, Lernen, Ausprobieren, ich glaube, das ist schon der richtige Ansatz. Ich würde vielleicht versuchen, eine bessere Balance zu finden und weniger Fachwissen so stoisch zu vermitteln, so dieses stumpfe Auswendiglernen, einfach weil es in irgendeiner Prüfungsordnung steht, und dafür mehr Raum schaffen, eben diese Kompetenzen zu entwickeln, die eben besser übertragbar sind. Also dieses kreative Zusammenarbeiten im Team, sich selbst zu führen und so weiter. Da würde ich versuchen, mehr Balance zu schaffen. Und das bedeutet mehr Raum für erfahrungsbasiertes Lernen und weniger so das stumpfe Auswendiglernen und Erinnern. Naja, zum Beispiel glaube ich diese Beziehung zwischen jemandem, der etwas lernen will, und jemandem, der etwas kann. Und das ist ja, glaube ich, so der Ursprung der Ausbildung, der Meister und sein Gelehrter. Ich glaube, das an sich ist total gut, weil wenn man eben jetzt so einen typischen Ausbildung oder also Lernen unterteilt, kann man eigentlich immer sagen, braucht es 3 Zutaten. Es braucht Herausforderungen, es braucht einen Grad an Komplexität und es braucht aber auch Verbindungen zu Leuten, die das schon mal gemacht haben oder die das vielleicht können oder vielleicht einen Schritt weiter sind. Also das wird immer gleich bleiben. Man wird immer versuchen, jungen Menschen Herausforderungen zu geben. Man wird immer versuchen, die Komplexität so einzustellen, dass sie es gerade so schaffen können. Aber, und das ist ja der Hauptpunkt, es wird immer in Begleitung passieren mit jemandem, der da Vorerfahrungen gesammelt hat, von denen ich mir Dinge abgucken kann, der mir Dinge beibringt. Und ich glaube, diese Beziehung, die wird umso wichtiger, glaube ich, in Zukunft sein, in der wir viel auch so Zuarbeit und Hilfsarbeiten automatisieren und dadurch eben vielleicht weniger Raum ist für diese sozusagen Beziehung.